das wir verschiedener 5-12 Feminister. An die Sache leien op der Hand. Es gibt gleich Jahr, wo kein Matcher, keine Kompetitionen, keine Meetingen, keine Manifestationen mehr sind. Das ist nicht nur für Sportler und Sportlerinnen ganz schwer zu verkraften, sowohl körperlich wie auch mental, aber auch für alle Guten, die benevolen an der Clip. Durch all die Umstände gehen die Vereine nicht nur viel Suen verloren, aber auch viel Kanner und Jugendliche, die keinen Sport mehr machen. Im Moment gibt es zu Lützeburg rund 1550 Vereine, und ich werde den Kolleginnen und Kollegen, wenn es so viel geht, da sind da 2022 eine ganze Reihe Männer. Dafür heißt es, reagieren, an als Sportclub finanziell in die Arme zu greifen. Die 5 Millionen Euro, die vom Sportministerium vorgesehen waren, gehen nicht durch. Der Staat hat Milliarden an den Grab geholt, für jeden heute zu Lützeburg so gut wie möglich zu helfen. Und ich werde mich entschieden, auf dieser Platz E-Sekte mit den Männern zu vergleichen oder nach mehr schlimm gegen ihn auszuspielen. Es geht mal darum, für den Sport ein Land zu brechen, weil es geht nicht nur um Zuen, es geht auch nicht Männer wie der Sport zu Lützeburg. Sowohl für den Leistungssport und den Hochleistungssport, wie auch für den Breitensport, was mir ganz viel um Herz liegt, der Kanner- und Jugendsport. Ich bin der Kulturministerin an ihrem Interview vom 12. Dezember am Teleekran ganz recht, wenn sie sieht, Kultur ist systemrelevant. Unserer Meinung nach ist auch der Sport systemrelevant. Der Sport darf dem Virus unter keinen Umständen zum Opfer fallen. Herr Minister, ich wollte dich bei dieser Question Energie aber auch kurz aus einem Podcast zitieren, wo der gesagt hat, auch 2021 werden wir kein normales Sportjahr erleben. Und nach einem viel mehr wichtig Ausdruck von ihr war, alles machen, so sehr wie möglich, um zu helfen, abzubauen, was durch die Pandemie fortgegangen ist. Dazu dann habe ich vorhin, als die Regierung an das Sportministerium gewollt, zusätzliche Subsidien und Sportvereine auszubezahlen. Als das Sportministerium berät, so Aktionen wie Support Your Sports wie in Deutschland ans Leben zu rufen. Kann der Sportminister sich vorstellen, ein Projekt zusammen mit der grössten Supermarché in zu Lützeburg zu lancieren, für Don für den Sport zu sammeln, so wie das in der Vergangenheit schon für die UNICEF gemacht ist. Und auch da gibt es in Deutschland mit Rewe schon ein Flottbeispiel. Wann zusätzliche Subsidien sollen ausbezahlt gehen, für wen könnten Vereine mit denen rechnen?